Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Hört gut an, ne? Und wir bleiben da. Super, also herzlich willkommen in unserer neuen Begegnungsstätte hier im Studio du Mans, wo wir heute das erste Mal sind, aber sicher nicht das letzte Mal. Einer neuen Begegnungsstätte für FC-Fans, für Funktionäre und Spieler des 1. FC Köln, für Medienvertreter und vor allen Dingen für die Fans des 1. FC Köln. Seid willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid. Wie es sich für eine erste Sendung geziemt, wollen wir natürlich heute mit jemandem sprechen, der aus allererster Quelle berichten kann, wie es aktuell rund um den 1. FC Köln aussieht. Und da haben wir einen Mann, ich brauche ihn eigentlich lange vorstellen, einer der besten, den wir zurzeit haben. Er kommt aus Düsseldorf, das macht ja nichts. Jörg Schmatke, herzlich willkommen. Jemand, der ganz groß dazu beigetragen hat, dass das heute auch geklappt hat mit Jörg Schmatke, ist jemand, der beim Express schon lange Zeit lang für den 1. FC Köln redaktionell betreut, aus der Sportredaktion zu uns heute eingeflogen, Alexander Haubrichs. Unser dritter Gast hatte ja einen Problemsommer hinter sich. Er ist, wie viele wissen, leidgeprüfter HSV-Fan, aber er ist in einem Stück wieder angekommen. Wir freuen uns, unser ständiger Experte von Sky. Super, dass du wieder da bist. Thomas Wagner, herzlich willkommen. Ja, ich denke, wir sollten nicht allzu viel Zeit verbraten, sondern sofort loslegen. Jörg Schmatke. Ja, das Kribbeln langsam schon da. Ich meine, so jetzt so ein paar Tagen Colonia Cup, dann Pokal, dann die Liga. Wie äußert sich bei Ihnen Anspannung? Werden Sie noch ruhiger? Wie äußert sich bei mir Anspannung? Wahrscheinlich wird das keiner merken, wenn ich angespannt bin. Aber ich bin auch nicht besonders nervös oder so. Ich freue mich eigentlich, dass es bald losgeht. Ich freue mich jetzt erstmal aufs Wochenende, weil ich glaube, wir haben da tolle Gäste bei uns im Stadion und wir werden da ein schönes Turnier spielen. Dann fahren wir mal nach Meppen, wo der Toni nie hin wollte, aber da fahren wir jetzt mal hin. Jetzt muss er mit. Ja, nee, ich glaube, der kommt doch gerne mit. So, und dann geht's mit der Meisterschaft los. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Also man ist dann so langsam auch, es reicht damit Vorbereitung irgendwann mal, oder? Also, mir ist das egal, von mir können die noch ein bisschen hin und her laufen, das ist alles nicht so schlimm. Ich habe ja da nicht so viel mit zu tun, also ich gucke mir das dann halt an und so. Und wir machen ein paar nette Reisen, also von daher ist das schon angenehm. Ja, man kommt ja schon rum und lernt viele neue Leute kennen, Berater, Spieler und ein paar Spieler nimmt man dann sogar mit am Ende und das hat ja dieses Jahr ganz gut geklappt. Und bevor ich jetzt natürlich gleich noch mal intensiv über diese Phase mit Ihnen rede, würde ich gerne mal unsere Medienexperten fragen. Thomas, du bist ja sozusagen neutraler, ich sage es mal so, auch wenn du ja Sympathisant bist. Ja, wohlwollender Sympathisant, als solchen bezeichnest du dich. Wie würdest du denn jetzt diese Transferphase des 1. FC Köln rein aus professioneller Mediensicht bewerten? Ja, damit ich mir jetzt nicht irgendwann in der Saison einen Einlauf abhole, sage ich natürlich Note 1 bisher schon, aber auch unterfüttert. Wenn ich 6 Spieler für knapp, man weiß ja nie genau, die Zahlen werden immer so ein bisschen spekuliert, um die 12 Millionen hole, mit dem Potenzial, dann muss ich sagen, hat der Manager sehr gute Arbeit geleistet. Natürlich gibt es bei dem einen oder anderen ein paar Fragezeichen, aber wenn es die nicht geben würde, würde man wahrscheinlich solche Leute nicht für 2 oder 3 Millionen verpflichten können. Meiner Meinung nach sind die Problemfelder oder das Problemfeld des letzten Jahres ausgemerzt. Kreativzentrum, finde ich, hat man 2 sehr gute Spieler geholt. Im Sturm sich gut verstärkt. Abwehr wird man jetzt sehen, weil die werden wahrscheinlich jetzt direkt schon ran müssen. Aber was ich von Heinz und Sörensen gesehen oder gehört habe, ist auch gut. Also da gibt es wenig zu meckern aus Sicht des FC-Fans. Merkel, wenn er irgendwann die Frage stellt, dann am Spielfeld ran. Wenn er böse sagt, er so vor der Kamera oft Herr Wagner. Und da weiß ich schon, da kommt jetzt wieder irgendwas.
Das hat er in 2 Wochen vergessen. Ach so, deswegen ist er nicht 2 so Wochen schlimm. erst. Ja. Bei uns dauert das länger, aber okay. Alex, natürlich möchte ich auch dir die Frage stellen, mit welchen Spieler hast du denn auch so vielleicht vor der Saison, oder besser gesagt vor dieser Phase, sogar schon spekuliert und gedacht, der könnte kommen? Oder bist du komplett überrascht worden? Modeste, da habe ich irgendwie, da muss ich sagen, da hatte ich schon nach dem Spiel von Hoffenheim hier irgendwie das Gefühl, dass das so einer sein könnte, wenn Utscha jetzt weg ist, dass der den ersetzen könnte. Das war halt so, aber manche halt, Bittencourt hat uns alle überrascht, hat er sich ja auch sehr drüber gefreut, dass er mal einen setzen konnte, ohne dass wir es vorher hatten. Gut, das Aber nein, also das insgesamt scheint das für mich eine ganz ordentliche Transferperiode gewesen zu sein. Das ist auch, erstmal müssen sie spielen, ne? Noch haben sie kein Tor geschossen. Er macht sich noch keine Notizen wie Ewald Lienen, ne? Also so weit ist es doch nicht. Nein, das ist ja auch, glaube ich, richtig gewesen, auch in diesem Sommer zu investieren, um zu sehen, nächsten Sommer kommt viel Geld in England auf den Markt, wo du sagst, da könnten Wertsteigerungen in Spielern einfach schon passieren, wo du jetzt perspektivisch möglichst Spieler geholt hast, die mal einen großen Transfer hergeben irgendwann. Von daher, wie gesagt, was ich vielleicht noch gemacht hätte, wäre vielleicht, also was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein dieser gestandene Abwehrspieler. Sie gehen das Risiko, mit 2 Jungen als Verstärkung reinzugehen. Da wird man sehen, ob das funktioniert. Ich bin da guter Dinge, aber ich weiß nicht. Also da kann man drüber diskutieren, aber ansonsten würde ich auch sagen, gute Arbeit. Bisher. Einfach hier weiter. Also viel Lob natürlich, aber Grundsätzlich können wir über alles diskutieren. Ne? Du kannst über einen erfahrenen Abwehrspieler, du kannst über dies und jenes diskutieren. Du kannst sagen, noch einen 6er und noch einen 7er und einen 12,5er und was weiß ich. Du kannst über alles diskutieren. Am Ende haben wir uns für die Jungs entschieden, weil wir absolut davon überzeugt waren, dass die in die Truppe passen. Diese Homogenität, die uns seit 2 Jahren total auszeichnet, dass wir die nicht zerstören, sondern wir die beibehalten. Und darüber hinaus haben wir, obwohl es junge Spieler sind, Erfahrung auch dazu genommen. Also ich meine, der Sörensen hat 80 Serie A-Spiele gemacht. Ich meine, es gibt nicht so viele in der Bundesliga, die 80 Serie A-Spiele gemacht haben und schon gar nicht mit 23. Also deswegen zu sagen, ja, der ist jung, das stimmt, aber er ist trotzdem erfahren. Der Heinze, der hat schon mit 17 hat er schon sein erstes Spiel in der 2. Liga gemacht. Also Bittencourt genauso. Also deswegen, die sind ja nicht irgendwie vom Ast gefallen und wir haben die mitgenommen, sondern die haben eine gewisse Erfahrung und darüber hinaus haben die auch eine Qualität. Aber dass du natürlich am Ende über alles diskutieren kannst, ja, das stimmt. Und deswegen, mir geht das auch zu weit. Alle sagen, ey, tolle Transferperiode und so. Ja, mal abwarten. Also wenn wir die ersten 6 Spiele verlieren, dann möchte ich mal hören, was ihr für einen Scheiß eingekauft habt. Aber das ist ja so. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber zumindest haben wir so verpflichtet, dass wir, aber auch unsere Sympathisanten, unsere Fans, eine Idee haben und glauben, dass das funktionieren könnte. Ja, wenn er nicht funktioniert, okay, dann komme ich noch mal vorbei, dann könnt ihr noch mal Steine werfen. Ich kann ja immer sagen, woran es gelegen hat. Ne? Das ist ja naja, also ich meine, gut, also die ganz großen Experten, die sind immer so, die warten, bis das Ergebnis da ist und dann fangen sie an zu erklären, was man hätte machen müssen. Also mit denen rede ich sowieso nicht. Also, dann bin ich ja froh, dass wir hier, glaube ich, noch einen anderen Ruf genießen. keine Ahnung, also wir wundern uns auch das eine oder andere Mal und dann sitze ich dann so in meinem Büro, dann kommt der Peter mal vorbei, dann sage ich, immer, sind wir echt total bekloppt oder sind wir einfach nur ein bisschen schlauer oder schneller? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, am Ende werden wir sehen. Bei Bittencourt war es für uns ein bisschen überraschend, das relativ geräuschlos, relativ schnell und relativ alleine waren. Ja. Wie gesagt, alle waren überrascht. Überrascht. Und wir fanden es dann besonders charmant, das so zu machen, dass wir den präsentieren und der ist schon da und keiner weiß Bescheid. Wobei man ja sagen muss, ein paar Mal waren die Kollegen ja nicht umsonst beim Mediapark Klinik. Also, ja. Die Garage, da steht so ein Doppelzelt, da pennen die ja. Den muss mir Deswegen haben wir den erst nachmittags dahin geschickt. Wir beobachten dich ja auch.
alles schon gescoutet. Also dein Persönlichkeitsprofil liegt da schon vor und dementsprechend dumm gelaufen. Also ja, in dem Fall mal ein Nachteil. Aber nein, aber das ist, ich meine, danach ist ja auch ein gewisser Hype bei den Fans entstanden. Dieser Bittencourt-Transfer, ich glaube, das hat bei den Leuten echt was ausgelöst. Ist das auch eine gewisse Gefahr, wenn man dann so auf einmal so vielleicht die Erwartungshaltung dann doch ins, ja, fast schon ein bisschen überbordend sich äußert? Also, Ja, wie siehst du das? Geredet, ne? Weil das Problem bei dem Jungen ist in der Tat, dass der vor 9, 10 Tagen aus dem Urlaub kam und alle erwarten jetzt Wunderdinge und vielleicht kann er die ersten 2, 3 Spiele noch nicht liefern. Das kann ja sein. Also das wäre vielleicht auch gar nicht verwunderlich, wenn er das noch nicht kann. Und deshalb muss man, glaube ich, in dieser Gesamtheit, weil sie alle noch jung sind, vielleicht noch ein paar Spiele dem Ganzen Zeit geben, sich in gewisse Richtungen zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn die Leute ein bisschen träumen dürfen. Es ist schön, wenn die Leute sich freuen auf die Bundesliga-Saison. Und dann hoffen wir, dass sie auch möglichst bald Spaß haben an dem, was der zusammen gekauft hat. Grundsätzlich finde ich ja toll, wenn Leute träumen und wenn Leute Ideen haben, wenn wir eine Verpflichtung, das spricht ja für die Verpflichtung am Ende, ne? Also für die Idee, die wir hatten. Aber wenn ich dann lese, also der ist eine Woche mit uns im Trainingslager, wenn ich dann lese, der drückt dem Spieler nicht den Stempel auf, ne? Also dann frage ich mich, was ist denn hier los? Sind die Leute durcheinander? Oder? Wie soll der Junge mit 21, der kommt da hin aus dem Urlaub und sagt, ey, hier bin ich, jetzt mache ich mal hier den Max oder was? Ich meine, so blind sind die anderen da auch nicht. Das dauert schon ein bisschen, bis der integriert ist und bis der Spielidee versteht, bis er seine Mitspieler versteht. Also da kommt nicht einer irgendwo her und sagt, ich mach mal eben und dann funktioniert das. Also deswegen bisschen Geduld haben, also ein bisschen Ruhe rein. Ne? Ja. Das wird ihm wahrscheinlich ewig nachlaufen, aber war ja auch sehr, sehr beeindruckend, vor allem, wenn man das 10 Minuten am Stück hört. Das ist dann sehr, also, ja. Ein guter Freund von mir, der hat gesagt, finde ich super, das Ding, wenn ich nicht pennen kann, mache ich das Ding, ja, 2 Minuten bin ich weg. Ich werde mal versuchen. Ja, klappt. Erleben wir noch eine Überraschung bis zum Schließen des Transfersfensters? Ich glaube eher nicht, dass es noch große Überraschungen geben wird in dieser Transferperiode. Ich glaube, wir haben schon genug überrascht, wir haben genug getan. Der Abgehseite aus? Weil da ist ja noch, Ex-Lager ist ja noch da, noch das Beispiel. Das werden wir sehen. Also wir jagen keinen zum Teufel, wir jagen keinen vom Hof. Sollte der eine oder andere auf uns zukommen und sich Gedanken machen über seine Zukunft, werden wir darüber sprechen und versuchen, Lösungen zu finden, die dann immer sehr individuell sind und die dann auch mal dazu führen können, dass sich nur einer verlässt. Ja. Den man ja auch schon fast wieder als Neueinkauf bezeichnen kann, ist ja auch Simon Zoller. Und da werde ich gleich noch mal speziell was zu fragen an Jörg Schmatt. Aber erstmal du, wir hatten ihn ja auch mehrfach über ihn gesprochen im Verlauf der letzten Stammtischsaison. Und ja, war natürlich immer eine heiße Diskussion, weil natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da war. Glaubst du, dass er diesen Rucksack jetzt vielleicht los ist, weil er jetzt nicht mehr so dieser Nummer 1 Top-Transfer ist, sondern der Rückkehrer? Gut, also ich würde sagen, da ist schon letzte Saison sicherlich vor allen Dingen von seiner Seite vieles nicht optimal gelaufen. Ich habe das letztes Jahr auch schon mal gesagt, mir hat auch die Körpersprache irgendwie nicht so gefallen und auch dann habe ich irgendwie alle 2, 3 Wochen irgendeine Kampfansage gelesen. Ich habe jetzt den Trainer verpflichtet und ich bin jetzt fitter und da. Es hat irgendwie nicht alles zusammengepasst, auch dass er dann nach Lautern zurückgegangen ist. Das wurde ja auch durchaus vom Verein ganz kurz angemerkt, aber was ich gut finde, ich habe das Gefühl, es ist da jetzt irgendwie nichts zurückgeblieben. Ich bin jetzt auch nicht im Trainingslager dabei gewesen, aber was ich gehört habe, er macht eigentlich einen ganz guten, ja, ich war nicht dabei. Ja, schade. Hätten wir schön abends mal einen Weizen trinken können. Ja, aber was ich gehört habe, das macht ihm auch wohl Spaß ein bisschen auf der linken Seite. Er ist ja auch schon jemand, der übers Läuferische kommt und habe auch das Gefühl, dass er sich ein bisschen zurücknimmt, dass er, weil er nicht mehr ganz neu ist, auch nicht so gefragt ist und ich denke, man hat ja da auch ein bisschen Geld für bezahlt. Es waren ja nicht umsonst auch andere Vereine hinter ihm her. Also eine zweite Chance hat er auf jeden Fall verdient. Und vielleicht tut ihm das ganz gut, wenn andere jetzt erstmal im Fokus stehen. Was sagst du zu Simon? Er hat jetzt auch mit dem Express gesprochen, hat sich ja geöffnet sozusagen. Weil sich auch in der Öffnung noch zurückgehalten hat, was eigentlich ganz wohltuend ist. Ich glaube, da gab es auch so ein... Also es gab das vertiefen wir jetzt nicht. Man hat den Eindruck, da ist schon vorgearbeitet worden. Sag mal, ich glaube, zwischen Verein und dem Spieler wird es auch Gespräche gegeben haben, wie verkaufe ich mich irgendwie anständig, wie wo bringe ich die Leistung vom Mikrofon oder auf den Platz oder keine Ahnung. Aber da scheint mir der richtige Weg jetzt eingeschlagen zu sein bei dem Simon. Es ist natürlich aber auch so, dass der natürlich in eine wahnsinnige Konkurrenzsituation da reinkommt. Ne? Also so richtig einfach wird es auch nicht. Und
Da muss man sehen, ob er sich da jetzt durchbeißt. Ich würde es ihm wünschen, weil letztes Jahr war halt ein bisschen unglücklich. Die Flucht hat uns alle so ein bisschen überrascht. Und ja, jetzt muss man sehen. Aber es könnte es ja vielleicht ganz gut passen, wenn sie mit 2 spielen. Hat er damals in Lautern auch gute Spiele gemacht, wenn zum Beispiel Idrissou neben ihm war, der Bälle festgehalten hat, der in den Lauf gelegt hat. Ja klar, aber trotzdem vom Spielertyp, Modest kann sicherlich auch Bälle... Spielt und der Risse rechts. Und, ja gut, aber man würde ja jetzt nicht von vornherein sagen, der Zoller hat keine Chance. Also es gibt ja sicherlich immer 2 Spiele. Das Sache, das wird halt schwierig. Gut, aber Konkurrenzkampf wollen sie ja wahrscheinlich auch. Nicht ausgehen. Antrag. Wie nehmen Sie ihn wahr? Natürlich wollen wir Konkurrenzkampf, ohne der hemmend wirkt auf den Einzelnen und nicht auf die Gesamtheit, auf die Gruppe. So, also die Gruppe muss harmonisch bleiben und trotzdem fordern wir natürlich von jedem Topleistung. So, und da ist leider Gottes, ist das immer so, da gibt es Konkurrenzkampf, weil das am Ende natürlich in der Theorie zumindest eine Mannschaft besser machen sollte. Es gibt auch Gegenbeispiele, muss man auch sagen, das gibt es auch. Also die Mannschaften versucht haben, Konkurrenzkampf hochzuziehen und die haben dann schlechter gespielt, also, weil einige damit nicht zurechtgekommen sind. Aber ich habe den Eindruck nicht, weil der Umgang mit unseren Jungs untereinander auch, der ist sehr, sehr gut. Deshalb glaube ich, dass dieser Konkurrenzkampf am Ende eher fördernd ist. So, und bei Simon muss ich sagen, der macht im Moment einen ausgesprochen stabilen Eindruck, einen guten Eindruck. Der ist sehr wachsam, der ist körperlich extrem gut drauf. Das macht im Moment Spaß, dem zuzuschauen beim Fußballspielen. Und er macht Dinge, die er im ersten halben Jahr so bei uns nicht gemacht hat. Also der erobert Bälle in der Rückwärtsbewegung, der jagt den Gegner viel, viel mehr, als er vorher getan hat. Also das macht im Moment Freude, ihn zu beobachten. So, wenn der die Leistung bringt, dann weiß man auch, Peter Stöger stellt nicht irgendwie nach Sympathie oder Frisur auf, sondern der am besten passt und der am besten drauf ist, der spielt dann. So, also wenn er gut drauf ist, dann wird er auch eine Chance haben zu spielen, egal wie groß der Konkurrenzkampf ist. Ich denke, wir machen jetzt eine kleine Pause, erholen so ein bisschen, wir formulieren unsere Fragen neu und dann kommen wir gleich wieder und dann geht es weiter rund um den 1. FC Köln mit Jörg Schmatke und unseren Experten. Bis gleich.